Und ich will dann eben darüber aufhängen, erst zu begrüßen, ob diesem parlamentarischen Bilan von die Lenk, ein Jahr, was schon für uns auch gekennzeichnet war, dadurch, dass wir einen Wechsel hatten, ein Wechsel an der Chambre als Rotation, das heißt, Miriam Cecchetti und Nathalie Oberweis sind für den David am mich an die Chambre angewechselt, also wie ein Statuten dadurch vorgesehen, und haben die letzten 2 Monate von dem parlamentarischen Bilan, also am Anfang den wo sie live erlebt haben. Und dafür haben wir uns auch gedacht, dass wir das Pressekonferenz und diese Bilan als Equipe machen, nicht irgendwie als eng oder 2 Personen, mehr als die 4, die selber die Erfahrungen gesammelt haben von den letzten 12 Monaten. Was den vielleicht generell so kann als Bilan, als dass wie den Alex Bodry, den ehemalige Fraktionsvorsitzende von der LSAP 2018 an einem Interview gesagt hat, dass Blau-Rot-Grün kein gemeinsames Projekt mehr hat, so müssen wir sagen, dass die letzten 12 Monate der beste Beweis dafür waren. Es war ein Jahr, 12 Monate von lauter parlamentarischen Kompromissen, die die Regierung an die Koalition gemäht hat. Und es war, für das Wort von Miriam Cecchetti rumzuholen, es waren lauter Faul-Kompromisse. Das ist als Entretemps die Regierung von den faulen Kompromissen. Angefangen an dem Bereich, den wahrscheinlich am stärksten als Allgäu betroffen wird, nämlich die Gestion von der Pandemie, über die Frage vom Logement, wo wir an den letzten Monaten auch lauter Faul-Kompromisse von der Regierung erlebt haben, hin zur Klimapolitik, an insgesamtem Umweltschutz, wo auch just faul Kompromisse rauskommen sind, bis hin zum schließlich und endlich zur Steuerpolitik, die Initiativen, respektive die Nicht-Initiativen, die von der Regierung geholt sind. Man werde jeweils ganz kurz, ob die einzelnen faul Kompromisse angehen, die da entstanden sind. Aufhängen will ich mit der Gestion von der Pandemie an 2 Punkten rausheben. Erstens, Mesuren, die an den letzten 12 Monaten geholt sind, kann ihn unterschiedlich bewerten. Wir haben doch an der Chambre immer gemäht, mit verschiedene Mesuren, überzun Fond, andere nicht stark genug Fond, an dritter für allem Fond, dass sie zum falschen Zeitpunkt die falschen Mesuren ergriffen wären. Das wird aber immer mehr stark gehen, und das wird immer mehr ein Amergu los wird, als Tatsache, dass die Pandemie mir lange gedauert hat, was den Gefühl hat, dass die Mesuren, die geholt sind, nicht aufgrund von objektiven, nachvollziehbaren Daten geholt sind, sondern dass sie selber das Resultat sind von Verhandlungen, das Resultat sind von Negoziationen. Und das ist aber für eine Gestion von der Pandemie, die zumindest am Anfang an unseren noch gar nicht so schlecht war, dramatisch ging und hat auch dazu gefordert, zu dem, was den zweiten großen Problem an der Gestion von der Pandemie war, nämlich die Situation an den Alters- und Pflegeheimen, und vor allem die Inaktivität von der Familienminister. Ein fauler Kompromiss besteht auch dann, wenn den anderen probiert, die Responsabilität zuzuschustern. Und das ist geschieht zwischen der Santé und der Familie, notamment von Seiten von der Familie, wo ein Minister en place ist, muss ich so leider nach ist, die nicht ernst gemäht wird, wie immer eine Responsabilität für sich fortzuweisen, hin zum entweder Santéminister oder aber zu den Gestionären von den Betrieben. Und der Waringo-Rapport, der schon recht vor kurzem präsentiert wurde, wird doch nicht ernst, wie das auf 4 brücht, nämlich, dass es absolut um Kommunikation gefehlt wird, dass es absolut um Responsabilität gefehlt wird, und dass ein Minister dem anderen versicht wird, Responsabilität zu gehen, mit dem Resultat, was man kennen, was auf jeden Fall nicht erfreulich ist. Und das Politik von den faulen Kompromissen ist eng, die bei dieser Regierung zur Erbichtsmethode gehen ist, weil es eben kein gemeinsames Projekt mehr gibt. Und das ist an den letzten 12 Monaten mänglich mehr stärker vorgetreten, wie an denen 8 Jahre für drun, und es lässt nicht gutes Hoffen für die 2 Jahre, die noch kommen. Und damit gehe ich durch zum Nathalie, was kurz auf das Element Logement angeht. Merci Marc, merci Joral Gotten, dass ihr hier seid. Was das Logement angeht, kann ich eigentlich ganz klar sagen, und das ist auch keine Neuigkeit, dass wir an einer
Krisensituation sehen das nicht neu als Sondagen 100 an den letzten Jahren auch immer bewiesen an die letzte war nach mehr klar wie je, dass das wirklich die echte Sorge ist von alles alle gut von alles Bürgerinnen und Bürger hier im Land auch von der Residenten natürlich, dass den Accès zum Logement immer schwer geht. Leute müssen an Ausland wohnen bei ihren Eltern oder sich schlecht logieren. Das ist ganz klar, dass das eine Sozialkrise ist. Net nemmmen dat méi Dongleichschicken, de man mir groß gi zu Lützeburg. Auch dat geht immer gewesen ass in anderem auch zum Logement, weil die eng sech bereicheren im Logement, die einer immer Manner Achse hunn zum Logement. E-Beispiele können de purkleine Beispieler festmachen, vielleicht was ich net ze lang sehen, dass de Pakt Logement den aslecht woch gestimmt gin an der Chamber. Und du muss ich ganz klar so und dazu mir auch immer rum, dass den einfach der Krise absolut nicht gerecht wird. Und die Regierung setzt ob der Pakt Logement für die Probleme von der Wohnungskrise umzugehen. Mir so ganz klar, dass das kein Antwort ist auf die Wohnungskrise und auch da sind nächstes Fall Kompromisse gemacht gehen, weil auch da ich seid, dass die für die engen hun immer kein Accès zum Logement noch der Pakt Logement wert do keine Lesung hun mit die anderen können sich weiterhin bereicheren und weiterhin an den Logement investieren. Für den Docker kurz so dass sie so dass der Pakt Logement Paradigmewechsel aus aber absolut nicht, weil sie sich immer noch auf den privaten Akteuren, auf die private Promoteuren wo sich reposieren für an dem Wohnungsmarkt zu agieren, wo mir Menge wann in einer Logementskrise muss ich ganz klar viel mehr proaktiv und interventionistisch viel gehen und das machen sie aber nicht. Sie trauen sich Stunde run und mir sind ganz klar, dass du auch nicht ein Kompromisse gemacht haben. Das kann ich nun paar Sachen fest man am Pakt Logement. Die wissen, 10% der Abgängen und der Occupation du Sol für den privaten Promoteur, die kann eben nach mehr quasi dann investieren und sich nach mehr bereichern. Gleichzeitig sind Prozentagen aufgegangen an den abordable Wohnungen, was ja für uns absolut verrückt ist. Wenn man so und das am Ziel vom Pakt Logement aussteht, für abordable Wohnraum zu schaffen, dann setzen die Prozentagen darauf. Also da sind auch nicht ganz klar voll Kompromisse gemacht, die nicht dem Ziel, dem ambitiösen Ziel, weil der Pakt Logement hat ambitiöse Ziele, die gehen dem absolut nicht gerecht und die Ziele werden auch nicht erreicht gehen, weil auch mal am Pakt Logement selber kein chiffrierte Ziele feststehen im Endeffekt. Das ist kein Paradigmewechsel an die ambitiösen Ziele werden nicht erreicht gehen und das also definitiv ein fauler Kompromiss an der Hinsicht. Die wisst doch das ganz klar dazu mir immer der Pakt Logement ist nicht obligatorische Wert also dem nur auch nicht mehr bringen, weil auch die Gemeinden die bis nicht aktiv waren am Wohnungsbau werden nicht auch Lohn nicht gehen, weil die finanzielle Incitative waren für auch schon du also du wird ganz klar Eisermeinung noch nicht viel geschehen und dass die eben den größte faule Kompromisse weil sie der Krise nicht gerecht gehen. Den zweiten Punkt, wo ich kurz so, dass wir hatten die Aktualität schon angefragt für eine paar Wochen über Eilstunden Wohnungen an Bruchlein Terran, wo man bis zu 20.000 Eilstunden Wohnungen am Land tun, das ist eine Schätzung. Wir haben aber gleichzeitig auf der anderen Seite 30.000 Menschen, die am absolut direkten Besoin sind, für abordable Wohnraum zu kreieren. Da ist mir ganz klar, dass Taxation von denen Eilstunden Wohnungen muss obligatorisch gehen. Und dann hören wir, dass die Regierung eigentlich nicht wirklich gewollt ist, auf den Weg zu gehen. Mit gleichzeitig hören wir den Xavier Büttel, den aber seht, an Interviewen, dass hinterher ist, dass Teilstunden Wohnungen an Bruchlein Terran besteuert gehen. Hin ist aber der Kapitän von der Regierung. Wie was geschieht dann da nicht? Also, wir sind auch irgendwie faul Kompromisse haben und drohen. Wir verstehen nicht wirklich, wie was da nicht geschieht. Also, wir denken, dass da irgendwelche Kompromisse gemacht werden, die absolut in die falsche Richtung gehen, respektive, dass eben nicht auf dem Terrain geschieht. Gleichzeitig dass Gesetz für ein neues Brems für sich dann doch als Ziel hat, die Lokatieren, die vulnerabel wirklich sind, zu beschützen. Auch da sehen wir, dass die Projekte in NRWs dem Ziel auch nicht gerecht gibt. Das heißt, die setzen sich wirklich ambitiöse Ziele, wie sie werden die nicht erreichen, weil sie nicht wirklich an ihre neuen Aktionen, an ihre Mittel, die sie sich gehen, können sie die Ziele nicht erreichen, weil sie auch da nicht sein können, das ganz verwässern, für eben noch da nicht die Kompromisse zu machen. Dann noch 3 oder 2 kleine Punkte. Mir hatte gefordert, dass der Gel des Loyers, der ja in der Covid-Krise sich erstand war, den als Ende Juni ausgelaufen, mir ganz klar gefordert, dass sie soll weiter bestehen bleiben, eben gerade für die Lokatieren zu beschützen, weil die ja wirklich die vulnerabel sind und an der Wohnungskrise. Und noch da, da das refusiert gehen, gouf gesot mir gesagt, Krise wäre River, das müsste nicht gemacht gehen, die Gel müsste nicht weiter gehalten, also en Stand bleiben. Und noch da so mir, das kann einfach nicht ziehen. Auf der einen Seite kriegt man gesagt, Krise wäre River, auf der anderen Seite sieht den anderen Minister, weil die Krise ist noch am Platz, das heißt, also gehen sie da absolut nicht eins, pardon, zu so. Aber als Krise River, das ist nicht River, wir meinen sie als nicht River, weil wir nicht wissen, welche Konsequenzen noch kommen von der Krise, notamment im Logement, mehr an andere Bereiche. Dafür sollen die Gel en Platz halten.
mit das aber refuséiert gehen. Selbe mit dem Deguerpissementer, die wisst, die Serum seit dem 1. April ugelaufen. Da sind noch schon ganz viel Deguerpissementer geschieht. Und noch da so, mit das kann einfach nicht sein. Da sind nicht die Vulnerables, die gehen sich also am Rechten gelos quasi, die vergisst. Und auch da so, mit das kann einfach nicht sein. Da sind auch irgendwelche Kompromisse gemacht gehen, wo die Vulnerables am Endeffekt auch stolos gehen. Und da parallel, und das wäre mein letzter Punkt, sehen wir aber, dass andere Mesuren weitergeführt gehen, wie zum Beispiel Mesuren, die einem Proprietär erlauben, Proprietär, die seinen Lokatieren und sich die Loyer nolosen während der Krise, da das verlängert gehen und der Proprietär, die kann dann durch steuerliche Fehler aus sich die ganze Loyer im Rackrein an ein tel Point, dass sie so gut kann, nach mehr so und Domande verdenken. Die Mesuren sind am Platz bleiben, die jetzt verlängert gehen, das heißt, die können sich weiter bereichern, sich auf den steuerlichen Fehler, wie die Vulnerables, die gehen aber vergessen. Und da sind mir einfach so viel faul Kompromisse, dass wir einfach können just darüber abregen, so, und dass die Ärmsten und die Vulnerables am Endeffekt wirklich vergessen gehen. So viel zur Logementspolitik. Merci. Ja, auch von meinerseits bin ich ganz froh, dass der Hai sieht für also Bilderheit zu schwätzen. Ich gehe ein bisschen an, ob den Naturschutz, den Klimakrise und die Mobilität. Was ist geschieht an den letzten Monaten? Wir haben einen Klimapakt votiert, wir haben einen Naturpakt votiert. Was geschieht nach dem Dofallgesetz? Steht noch am Raum. Übrigens ein niederschmetternden Avis vom Staatsrat kriegt. Der Busch soll geschützt gehen. Aber was ist dann eigentlich real geschieht? Nicht viel. Bis gut nicht. Weil all die Pakten sind so klein gehalten, dass ich nicht viel muss machen bis, ja, brauche ich nicht viel Erfahrung zu machen. Das heißt, wenn ich nicht viel Erfahrung muss machen, da geschieht ja auch nichts an der richtigen Natur, am richtigen Naturschutz. Das ist so breit gefächert, dass quasi jeder Verein etwas kriegt. Für uns sind das auch faul Kompromisse. Weil wir sind an einer Krise, auch heute. Wir sind an einer Klimakrise. Und nicht sind der Göster, da das schon über 40 Jahre, wo Wissenschaftler gewarnt haben dafür drin, wo sie gesagt haben, dass wir nicht mehr können, als ein Mode de vie beibehalten, dass man etwas ändern. 1980 war das, das ist über 40 Jahre. Aber was geschieht? Nicht, bis nicht viel. Da brauche ich nicht aus der Hölle schießen. Mir geht aber nicht durch, sich an den Vorteil zu setzen und noch weiter nachzugucken. Es brauche ich doch just rundherum zu gucken, was sehen wir an unserer Welt? Immens Hützperiode, wo die Leute futtige, pardon, ein Term, futtige von Hützt, oder Unwedren, wo sie weggeschwemmt gehen. Und da kommen wir gucken mal nur bei uns. Was hat man letzte Woche? Ein mega Regen, aber was hat man? Wir haben Bilder hier am Land gesehen, die Jesus noch nie hier gesehen hat. Die kennen wir just aus dem Ausland. Und das hat das aber ein bisschen erfährt und erschreckt. Aber was machen wir eigentlich konkret dafür? Was machen wir konkret, für die Sachen zu verhindern? Es wird immer schlimmer, wir merken es. Die Insekten sterben uns aus und das gibt einen Buldenäsch-Effekt. Aber wir gucken dem nur und wir machen nicht. Wir bleiben gemütlich an unserem Hotel sitzen. Wir müssen einfach als ganz Lebensarterweise umdenken und wir können auch nicht von geringem Wirtschaftswachstum schwätzen, weil ein Wachstum ist immer etwas, was Ressourcen verbraucht. Egal wie ihr es nennt. Also muss man zurückschrauben. Wir haben an der Pandemie gelernt, zurückschrauben. Und da war der Moment wirklich da, für Sachen dann Angriff zu holen. Wir haben das aber leider nicht gemacht. Ich will wirklich zwei Beispiele holen, die frappant sind. Auf der einen Seite haben wir dann die Pakten, wir wollen die Natur schützen, wir sagen, es geht nicht so weiter, die Regierung. Auf der anderen Seite, wenn wir die Mobilität gucken, planen wir aber munter drauf Platz, und ich meine da fest zwei Beispiele, Kontournement. Wir schwätzen von einem Kontournement von Hesper, durch eine Natura 2000 Zone, wo selber gesagt wird, dass ein Teil vom Trafik zu Hesper hausgemacht ist. Das heißt, sitzt in sich Hannert sei Suff, et fir den aus seiner Garage raus und fir den ganz allein op den Howald oder an Staat. Me Pader, dat ass den Zeitalter do den ass tot, dat kann ich mir nimi akzeptieren. Fi wat gëtt an do Konturen mal gebaut. Fi wat gëtt net geguckt, dat Leiit vielleicht man wëllo vor, weil lo ganz ehrlich, wie weit ass het vun Hasper op den Howald? 2, 3? Kann ich so noch 5 Kilometer. Das kann ich locker mit dem Velo machen. Aber wenn ich nicht Sport, dann hätte ich dem schon etwas gemacht für seine Gesundheit. Aber wenn ich nicht sportlich ist, kann ich locker auf den öffentlichen Transport zurückgreifen. Aber wenn den dann nicht so gut sein an der Gegend Hesper, dann muss man den Tag da heischen. Dann muss man mal wie an der Stadt, mit dem Tram, dann muss man einen kleinen Takt holen. 3 Minuten, 5 Minuten. Dann holen die Leute auch den öffentlichen Transport. Zweites Beispiel. Kontournement für Kerscheng. Du hast gewusst, dass die Kontournement absolut nichts Wert bringen.
geht justrums eng so artisanal industriell unzuschließen. Den gött durch ein Natura 2000 geschützte Busch gefordert. Das heißt, du gehst Beem aufgeholzt. Beem, wo wir wissen, dass Beem die sind, die als Wasser absorbieren. Du hast Bilder gesehen an der Rue de la Taillerie, wo die Leute den ganzen Keller in der Wasser hatten. Der Kontournement ist noch nicht gebaut. Was geschieht da, wenn man so reden und der Kontournement ist gebaut, an den die Busch als Ivertelchen dezimiert? Man gibt da gerne gesehen, da sind nicht mehr Keller in der Wasser, aber da sind ganz Häuser in der Wasser. Und das geht einfach nicht bedurcht. Und das sind für uns die Vollkompromisse, die auch gerne sind. Wir machen auf der einen Seite fördern wir den öffentlichen Transport, wir machen gratis. Aber auf der anderen Seite führen wir Schienenstraßenbau, Autoen, Vierungen, wo wir wissen, dass wir da an die Mauer rennen. Und das kann nicht wirklich nicht sein. Da muss man einfach lehren, umdenken. Und wir so nicht immer an der Chambre. Und wir gehen es nicht mit, zu wiederholen, dass es so mit der Regierung nicht weitergehen kann und dass den sich nicht kann einfach ein geringe Mäntelchen umhängen. Also Green Deal an Farm to Fork. Und wir fuhren Vierungen mit den Monokulturen. Und wir fuhren Vierungen mit Fleisch, also mit dem Vieh, das nicht auf, von Ludwig, das ist richtig, dass man so, wir müssen Männer Beisten halen, wir fuhren Vierungen, wir gucken, dass Schüttfrieden immer das nämlich geht und das keine Erfahrung braucht zu machen. Und das sind für uns die Vollkompromisse, die mehr auf alle Fall nicht geben, aber wenn wir an einer Regierung wären. Ja, dann führen ich weiter mit den faulen Kompromissen, weil da war ja die eine oder die andere Reaktion, nachdem es mir ja mal im Radio gesagt hat, aber verständlich ist, dass wir nicht bereit sind, faule Kompromisse zu machen. Zumal von sozialistischer Seite, den einen oder den anderen, der dort auf soziale Resoen komisch fand. Wir verstehen auch, dass für die SAP kann es vielleicht so komisch klingen, dass die nicht bereit für faule Kompromisse zu machen, etant donné, dass sie eine gewisse Expertise daran haben und die überlassen wir ihnen auch ganz gern. Gött lo iwwerhoen lo bisssen den wolle steieren wir sind jo grad an der Krise gëtt lo vun enger Corona-Steier geschwaart der SAP schwatzt do vun nach natierlech si mir auch der Meinung, dat grad an dieser Krise mis Kapital an die Reich eendeitsch méi besteuert gin, dat man méi wie engkeier gesot. Wir hawer gut der SAP uns erinnern, dat sie an der Regierung sind, wann sie déi lo net durchgesat kreien lo. Etant donné, dat den Finanzminister schon gesagt hat, dass 2023 keine Steuerreform wird stattfinden, aber wie dass sie auch schon am Vierfeld für drüben immer von einer reichen Steuer geschwärzt haben, die sie auch nie können umsetzen. Dann muss ich wirklich stark daran zweifeln, ob sie, wenn sie eine Regierung kämen, überhaupt da könnten umsetzen. Auf jeden Fall meinen wir, dass das echt ein Gimmick ist. Auf jeden Fall geht es nicht darum, Faulkompromisse zu machen, aber ich muss ganz klar wissen, dass den Lohn muss stark umverdelen. Bon, an der Pandemie hat man ja gemerkt, 3 Sachen, jeder muss sich gemerkt. Erstens, aber ja, dat an unserer Gesellschaft ginet Leute, die essentiell sind, ohne die denen hier Aktivität Gesellschaft nicht richtig kennt funktionieren. Zu den Worten nur pur mein Trupp festgestellt, wen alles immens viel aus dieser Krise profitiert hat, und das wir den kann feststellen, dass es nicht gerade die sind, die essentiell sind, die aus dieser Krise profitiert tun, aber umgedreht sind nicht andere. Unter anderem Leute, die sich an der Welt rumschießen, leider vielleicht zurückkommen. Aber das ist ein anderes. Wir haben nur auch festgestellt, dass wir eine soziale Krise haben, die nicht neu war, die sich nach einmal mehr verschärft hat. Und wir haben festgestellt, wir brauchen mehr Servicepubliken. Wir haben festgestellt, dass die schaffenden Leute und die essentiellen Leute, dass die besser müssen bezahlt werden. Und wir haben festgestellt, dass das ökonomische System so wie ein Ass Krise provoziert, also nicht lesen kann, oder eine Pandemie auch nicht lesen kann, ohne unnötige Schuld, menschliche Schuld zu machen. Wir haben noch gesehen, dass auch heute zu Lützeburg ein Partybetrieber profitieren von der Krise für einen Sozialplan zu machen oder für zu wir gehen fort. Und das ist das größte Problem. Drittens, Klimakrise, die war viel drunter, die verschärft sich, Miriam hat schon darüber ergangen. Das heißt, wir brauchen mehr Gleichheit, unabhängig von der Pandemie.
Wir brauchen viel mehr Finanzmittel für die Besoin von den Menschen gerecht zu gehen und für die Besoin von der Bekämpfung von der Klimaderegulierung auf dem Klimakaos und das sind noch Besoin von den Menschen. Dafür müsste auch eine Steuerreform da sein. Und wir wissen auch, dass darüber hinaus eine Corona-Steuer als richtig, aber das geht nicht durch. Es muss wirklich op eng langfristig Äderweise eng richtig Umverdelung machen. Was eng Steuerreform aber op keinen Fall Gift bedeuten. Da das eng nach méi Belastung für die gering an Mittelverdiener wir mengen, dass die schon beigedrohen haben während dieser Krise. Das ist zum Beispiel auch keine unnötige TVA-Erhebung, die ungerecht ist. Außer vielleicht der Luxusprodukten, darüber kann ich diskutieren, das ist eine andere Sache. Und wir meinen noch nicht, dass eine gute Idee wäre, für zu sagen, lo muss jeder beidrohen, die klein wie die Dick. Nein, das ist gut. Die Dick muss beidrohen, weil sie biselo während dieser Krise gar nicht beigedrohen. Wir hatten auch dafür eine Initiative ergriffen, vom Lachio für ein Debat d'Orientation zu freuen, zusammen mit einer Fraktionen, mit den anderen Fraktionen von der Opposition, weil du musst ja zu pur sein. Den hat auch angefangen an der Finanzkommission, für uns also doch wichtig, dass der Bericht gemacht wird, weil da den noch ein Kehr so eine Art Kompendium möchte, und der weiß, wo ihn drin ist, wo ist der Reichtum, wo sind Kapitalerträge und so weiter, für können noch eine richtige Steuerreform zu machen. Travo sie weitergegangen, nicht ganz sehr mengen an der Finanzkommission. Ich weiß nicht, ob der Willen wirklich da ist, ob von der Majorität, aber sie waren ein bisschen gezwungen, das aber zu machen. Ich hoffe aber, dass nicht werden zu viel dabei trendeln, weil wir wissen los schon, genau, ein paar die Sachen, die sie gewusst haben. Sich kann ich schon relativ mehr handeln. Kapital wird noch immer 5-mal Männer besteuert, wie der Besteuer sein Konstanz unter wenigstens 2018. Und ich meine, das sind Sachen, wo in der Gegend muss gehen. Voilà, und natürlich, was da ist ganz wichtig ist, das ist ja auch froh, und das sehen wir ja von den großen Gewinnern, GAFAM, große Konzerne, große Distribution, die komplett davon profitiert. Es muss sie ganz stark besteuern, nicht nur für Sozialgerechtigkeit herzustellen, aber auch für hier Marsch zu brechen. Es muss ihn auch hier Marsch brechen, weil sie stellen ein demokratisch, sozial und umweltpolitisch Gefahr für die Menschheit durch. GAFAM hat große Gewinner gemacht im Jahr 2020, 24,2%, und große Distribution bald 19%. Müssen sich wirklich vorstellen, ob das noch normal ist. Voilà, ich gehe nicht auf alle Propositionen, die wir so oft gemacht haben, in Materie von den Steuern. Just eine kleine Sache. Justement, Fallkompromisse, also an der Regierung, das haben wir gesehen, das tun andere vier exerziert, geringer als Sozialisten, da die Fallkompromisse kann machen an einer Regierung. Kann ich aber aus der Opposition raus Sachen zu bewegt kriegen, an der Materie zum Beispiel FISEN, die Fonds d'investissement spécialisé, von denen nicht von der Chambre aus, auf jeden Fall kein Geschwätz. Außer mir, ganz am Anfang, wir hatten eine Pressekonferenz 2018 dazu auch gemacht, Bande Gasbrich. Wir waren die echt, das ist eine Realität, wir waren die echt davon geschwätzt, Hunde nur sind andere löserlos Druck gesprungen, weil wir ein bisschen Druck gemacht haben. Anschlussendlich hat die Regierung ein bisschen die Sache formiert. Das ist nicht weit genug gegangen, mit was schon Anfang. Das heißt, ich meine schon, dass wir einen gewissen Druck konnten ausüben, aber wenn wir mich stark wären, könnte man noch weiterhin größeren Druck ausüben, also sogar Sachen zur Bewegung kriegen, ohne Fallkompromisse müssen zu machen. Merci.